Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Hälsel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. F wie Fronfeste, der wahre Kerker der Geschichte. F wie Fronfeste. Wenn man heutige Geschichtsdokumentationen anschaut, hört man oft, im Mittelalter gab es kaum Körperstrafen. Vielmehr wurden Zeitstrafen verhängt. Doch wo saßen die Verurteilten eigentlich ein? Auf Burgen, in dunklen Verließen, im Kerker vielleicht? Aber in Städten und kleineren Orten? Dort stößt man immer wieder auf einen Begriff: die Fronfeste. Fron erinnert an Frondienst, Feste an eine Feste oder Burg, aber gefeiert wurde hier sicher nicht. In dieser Folge des Burgenlexikons geht es also um F wie Fronfeste, um jene Bauwerke, die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Herrschaftsgefängnisse, Arrest- oder Verwahranlagen dienten. Wir werfen einen Blick auf die Herkunft des Wortes, seine Bedeutung und Funktion und besuchen anschließend einige spannende Beispiele. Die Bedeutung der Fronfeste, Herkunft und Begriff. Der Begriff Fronfeste setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Fron, mittelhochdeutsch, mittelalterlich, bedeutet im Kontext herrschaftlich, zum Dienst des Landesherrn oder der Obrigkeit gehörend, etwa beim Frondienst oder Fronhof. Feste bedeutet im Mittelalter eine befestigte Anlage, Burg oder Wehrbau. Wörtlich ergibt sich daher herrschaftliche Befestigung oder im übertragenen Sinne Gefängnis der Obrigkeit. Eine Fronfeste bezeichnet also typischerweise ein Gefängnis oder Arrestgebäude, das meist in einer Burg, einem Schloss oder einer Stadtbefestigung untergebracht war. Was die zeitlichen Eckdaten angeht, die ersten urkundlichen Erwähnungen von Fronfesten ist nicht flächendeckend dokumentiert, lässt sich aber für verschiedene Orte im Spätmittelalter nachweisen. So finden sich bereits im 13. und 14. Jahrhundert Hinweise auf solche Einrichtungen. Konkrete Angaben zur ältesten nachgewiesenen Fronfeste in Deutschland lassen sich nicht eindeutig aus den Quellen ableiten, da der Begriff und die Nutzung variieren. Faktisch lässt sich jedoch sagen, dass diese Einrichtungen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, teils neu errichtet oder umgenutzt bestanden. Beispiel: in der Stadt Meiningen wurde ein Gefängnisneubau 1843 bis 1845 errichtet, der als Fronfeste bezeichnet wurde. Hier sehen wir die Fronfeste zu Meiningen, ein neogotischer Bau, also man hat schon Wert auf Architektur gelegt. Die Funktion der Fronfeste. Eine Fronfeste erfüllte folgende Funktionen. Sie war das städtische oder landesherrliche Gefängnis, also ein Ort der Verwahrung von Gefangenen, Schuldnern oder Untersuchungshäftlingen. Häufig war sie Teil einer Burganlage oder eines Wehrturms, teilweise in oder nahe der Stadtbefestigung integriert. Verwaltet wurde sie meist von einem sogenannten Fronvogt oder Festenmeister, der die Obhut, Aufsicht und Sicherung der Anlage übernahm. Sie diente nicht allein der Freiheitsentziehung, sondern war zugleich ein Machtsymbol der Obrigkeit. Hier zeigte sich die reale Durchsetzung von Recht, Strafe und Herrschaft. Im Laufe der Zeit konnte eine Fronfeste auch multifunktional genutzt werden, etwa als Staatsgefängnis, Arrestbau oder Verwaltungsgebäude. Auf Grundlage dieser Funktionen ist erkennbar: eine Fronfeste war sowohl Teil der militärischen oder städtischen Befestigung, als auch Teil der Justiz- und Herrschaftssystems. Beispiele von Fronfesten. Fronfeste Chemnat, Oberpfalz, Bayern. Die alte Fronfeste im Turmviertel von Chemnat ist ein bedeutendes Denkmal der Rechts- und Stadtgeschichte. Ursprünglich diente sie als Ort der Rechtsprechung über schwere Verbrechen, die sogenannten Malefizfälle. Hier wurden Urteile gefällt, Geständnisse unter der peinlichen Befragung erzwungen und Delinquenten inhaftiert. Der Amtsknecht, zuständig für die Bewachung und Vollzug, bewohnte ebenfalls das Gebäude. Die Hinrichtungen fanden außerhalb der Stadt am Weg nach Waldeck beim Galgen statt. Später diente die Fronfeste als Polizeigefängnis.
Das Gebäude selbst ist ein eindrucksvoller, dreigeschossiger Massivbau mit hohem Walmdach aus dem 17. Jahrhundert. Es weist Hausteingewände, Eckquaderungen und ein Torbogen aus dem 18. Jahrhundert auf. Teile des Bauwerks ruhen auf den alten Stadtmauern, die aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammen. Seit 1698, als Chemnitz Sitz des Landrichteramts Waldeck wurde, bestand hier ein Gefängnis, das um 1750 seine heutige Gestalt erhielt. Die Nutzung als Amts- und Polizeigefängnis blieb bis 1930 bestehen. Zellen mit teils originaler Einrichtung erinnern noch heute daran. Nach dem Erwerb durch die Stadt wurde das Gebäude zu Wohnzwecken umgebaut und zwischen 1980 und 1983 umfassend saniert. Seit 1984 beherbergt die Alte Fronfeste das Heimat- und Handfeuerwaffenmuseum sowie das Stadtarchiv Chemnitz. Der Innenhof dient heute als Veranstaltungsort und bietet ein stimmungsvolles Ambiente für standesamtliche Trauungen. Ein Ort, an dem einst Recht gesprochen und Strafen vollzogen wurden, der sich heute der Erinnerung und Kultur widmet. Hier sehen wir die Fronfeste zu Chemnitz, die Eingangsfront mit rechts dem Tor, die in den Innenhof führt, wo noch ein Wehrturm steht, der Stadtmauer, und rechts ein Blick in eine der Arrest- bzw. Gefängniszellen der Fronfeste. Fronfeste Langenzenn in Franken. Die Fronfeste in Langenzenn wurde im Jahr 1737 nach Plänen des berühmten Baumeisters Johann David Steingruber errichtet, nachdem der untere Markt 1720 durch einen verheerenden Brand zerstört worden war. Das Gebäude entstand südlich des neu erbauten Rathauses und diente im Untergeschoss als Stadtgefängnis für leichtere Vergehen, während schwerere Straftäter im Keller des Rathauses einsaßen. Im Obergeschoss wohnte der Büttel, der zugleich Gefängniswärter, Stadtbote und später Stadtpolizist war. Er kümmerte sich um die Aufrechterhaltung der Ordnung, das Eintreiben von Steuern und die Vollstreckung von Strafen. In der Fronfeste wurden meist kleinere Vergehen wie Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ruhestörungen oder Beleidigungen geahndet, mit kurzen Arreststrafen oder leiblichen Züchtigungen. So hielt etwa 1857 ein Langenzenner für nächtliches Herumstreifen 15 Rutenstreiche. Ein anderer musste wegen Badens in der Zenn während des Gottesdienstes 12 Stunden Arrest verbüßen. Noch 1860 bedeuteten Verstöße gegen die Polizeistunde 3 Tage Haft bei Wasser und Brot. Ein strenges, aber alltägliches Symbol städtischer Ordnung und Obrigkeit. In der Bildmitte das 1,5-geschossige Gebäude mit Walmdach, das ist die sogenannte Fronfeste von Langenzenn, rechts das Rathaus, die Kirche. Die Fronfeste Herrieden, ebenfalls in Franken in Bayern. Die Fronfeste in Herrieden war einst Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und bildete mit ihrem runden Turm einen wichtigen Wehrpunkt an der nördlichen Stadtmauer. Ursprünglich als Wehrturm errichtet, wurde sie im Jahr 1492 unter Fürstbischof Wilhelm von Reichenau verstärkt. Sein Wappenstein ist noch heute auf der Außenseite sichtbar. In der Barockzeit erhielt der Turm im Jahr 1747 einen rechteckigen Wohnanbau sowie ein Stallgebäude. An der Westseite erkennt man deutlich den Übergang zwischen dem alten Rundturm und dem späteren Anbau, was den historischen Schichtenbau des Gebäudes eindrucksvoll zeigt. Bis zur Säkularisation blieb die Fronfeste im Besitz des Fürstbistums Eichstätt. Danach diente sie als Landgerichtsgefängnis, etwa von 1803 bis 1901, und später als Polizeiwache bis 1960. Nach mehreren Besitzerwechseln wurde das Gebäude 2004 aufwendig saniert. Heute präsentiert sich die Fronfeste als stilvoll restauriertes Wohn- und Geschäftshaus, das Geschichte und Moderne harmonisch miteinander verbindet. Ein markantes Zeugnis mittelalterlicher Wehr- und Rechtsarchitektur mitten in Herrieden. Hier sehen wir die Fronfeste, noch deutlich zu erkennen, der Rundturm der ehemaligen Stadtbefestigung und natürlich dicke Mauern im Erdgeschoss und in den Obergeschossen, wo die Arrestzellen waren. Zusammenfassung: Die Fronfeste war ein zentraler Bestandteil der Herrschaftsinfrastruktur vom späten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit. Eine Befestigung, die zugleich Haft- und Verwahrungsfunktion übernahm. Der Begriff Fronfeste verdeutlicht, dass es herrschaftliche Befestigungen mit Gefängnisfunktion war. Obwohl die meisten Fronfesten im Mittelalter entstanden, lassen sich Neubauten oder Umnutzungen bis ins 19. Jahrhundert nachweisen.
wie etwa das Gefängnis in Meiningen von 1843 bis 1845. Das Beispiel der Fronfeste in Kemner zeigt konkret, wie solch eine Anlage funktionierte und wie sich ihre Nutzung über die Jahrhunderte wandelte. In Summe unterstreicht das Thema: Wer über Macht verfügte, baute nicht nur Mauern, sondern auch Haftanstalten. Fronfesten machen sichtbar, dass Befestigung und Strafe im Mittelalter eng verbunden waren. Und hier noch ein paar weitere Beispiele von Fronfesten. Links oben die Fronfeste von Tennstedt, turmartig, der ehemalige Turm, der ausgebaut wurde. Rechts die Fronfeste zu Auerbach in der Oberpfalz, wieder ein Barockbau, beziehungsweise hier auch wieder 19. Jahrhundert mit Einflüssen. Unten links die Fronfeste zu Nürnberg mit dem Schleienturm über der Pegnitz und rechts die Fronfeste von Schongau, auch Münzgebäude genannt. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.